Grüß euch, servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles Backe spielt mir durch den Wiener Schal. Die Quetschen tickt halt super fein, die Kontra bumpert hintendrein. und das Gesangel klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leute, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vor heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß dich Gott, meine Lieben! Zurück nach einer spannenden Woche im Ausland. Wieder mal Pawlatschen heute, 20:15 Uhr, Weintime, Primetime. Wir sind da aus dem Studio Donaufeld und ich freue mich, bei dir zu Gast. Ja, ebenfalls grüß euch Gott, habe ich die Ehre auch von meiner Seite. Ich habe noch gerade den Mist aufgehabt, wo da so am Boden herumliegt. Was man so macht während einer Sendung. Was man jetzt auch macht, während des Live-Einstieges. Schön, dass ihr mit dabei seid. Von der, wie viel hast du gesagt? Hast du das nicht gewusst, gell? Jetzt musst du nachschauen. Schau nach. Aber da muss ich noch zurück. Da fährst du gerade auf. 283. Pawlatschen ist es. Die 283. Pawlatschen. Jawohl. Und wir seid mit dabei. Gefreut uns sehr. Heute eine außertürliche Geschichte. Etwas Besonderes. Ja, Und damit ganz meine ich jetzt Besonderes. nicht Rückblick auf München. Das ist ja nichts Besonderes. Wir sind ja schon wieder da. Es ist ja nur ein Rückblick, eine kurze Erzählung davon. Aber besonders ist es deswegen, weil ich habe heute, vielleicht hört man das manchmal noch, oder merkt man dann bei etwaigen Nuschelaktionen. Ich merke nichts. Was wieder nicht viel sei. Aber ich habe heute bekommen ein Implantat, ein Zahnimplantat. Es wird da aufgebohrt und reingesteckt und zugenäht und so weiter, wie sich das halt gehört. Und habe im Zuge dessen im Vorfeld, 2 Stunden vor der OP, waren einzunehmen ganz schwere Antibiotika. Also gleich so eine doppelte Dosis, einmalig, so zack, crash, bumm. Jetzt haben wir gesagt, naja, pass auf, jetzt war nicht das letzte Wochenende, sondern die letzten 5 Tage, sage ich jetzt einmal, waren dann doch hart von alkoholischen Getränken geprägt, namentlich nämlich Bier. Ja, Kann man sagen, ja. davon werden wir berichten. Wobei wir relativ brav waren, muss ich auch sagen. Wirklich, ja. Ja, nein, definitiv. wir waren relativ Ja. brav. Wir haben eines gut gemacht, wir sind nie allzu spät schlafen gegangen. Ja. Es war immer Mitternacht 1, maximal 2. Ja, genau. Meistens eins eigentlich. Meistens Bei mir so war's- 1. Ja, eigentlich. Ja, spätestens eigentlich. Und daher ja. ist es eigentlich auch gut. So, aber aufgrund dieser Antibiotika-Geschichte, habe ich gesagt, naja, pass auf, ich will meinen Körper jetzt nicht komplett haben dran. Was sehr intelligent und sehr gescheit ist, finde ich. Also, machen die nicht anders. muss Ja, ich das sagen. ist bei mir kommt manchmal einfach das Genie aus mir heraus. Und deswegen, meine Lieben, haben wir heute eine besondere Verkostungsvariante ausgewählt. Nämlich, wir haben heute, jetzt schauen wir mal das kurz Sicht, wir haben heute Varianten von Milchprodukten. Jawohl. Namentlich das meiste vergorene Milch. Ja, also- Sauermilch und dergleichen. Und Ich habe saure Milch, Buttermilch, Acetophilusmilch, Kefir und wie heißt das? ein Eiran. Ayran. Ein Eiran haben wir auch. Eiweiß habe ich immer gesagt, aber das ist der Eiweiß ist die Paprika-Ding. Paprikapaste, ja. Es Die ist- balkanesische es ist Gure. das Gleiche. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, wir werden das heute machen, wir werden das verkosten für euch. Diese Milchprodukte und nächstes dann wieder in alter Frische. Hätte ich gesagt, in alter Frische. So werden wir Patrick, das was machen. sagst du zu der Milchgeschichte? Wunderbar, ich freue mich sehr schon drauf. Ich meine, ich trinke sowas sowieso gern, aber nicht unbedingt bei der Pawlatschen normalerweise. Aber nutzen wir die Gelegenheit und machen eine kleine Verkostung heute einfach der verschiedensten Produktvariationen, was wir da haben. Und schauen wir mal, wie wir spielen. Aber hatten wir noch nie, muss ich echt sagen, also wir haben noch nie Milch Milch haben wir getrunken noch nicht getrunken, ja. zum Spülen. Das ist wirklich noch nie. Aber macht ja nichts. Wir haben schon alles getrunken, also alles, weiß ich, wir haben schon alles getrunken. Bier, Wein, Schnaps und sowieso. Limonaden auch. Limonaden, diverseste. Diverse, ja. Dann natürlich Natursäfte, Apfelsäfte, Traubensäfte, Bier, alles mögliche. Alles aber ich mögliche, glaube, ja. Milch haben wir wirklich Milch noch haben wir nie nicht getrunken. getrunken. Nein. Also heute eine Premiere, das Ja. erste Mal, die 16er Bum live bei Milchprodukten.
werden wir schauen. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen, habe ich schon wieder vergessen. Na, dann spielen wir was. Nein, ich wollte in den Chat schauen, das war es. Schauen Sie mal in den Chat rein. Das war es, ich wollte in den Chat hinein. Soll ich anbotteln? Ja, du schon mal anbotteln, was botteln wir? Fangen wir an. Fangen wir mit Ayran an. Ja, salzig fangen wir an. Salzig fangen wir an. Leicht gesalzen, das Produkt. Das ist türkisch, oder was ist das eigentlich? Es kommt aus dem türkischen Raum ursprünglich eigentlich. Ja. Zubereitung aus Joghurt, Trinkwasser und Speisesalz. Ja. Eine gesalzene Milch, nicht schlecht. Die haben es drauf. Professionell, wenn man es ein bisschen schütteln kann. Schau her, ja. Ich meine, klingt tut es wie in einer Hollywood-Produktion. Ich hoffe nur, ich brate es jetzt nicht. Jetzt Ich war stelle es leider, mit Absicht daher. ja. So, ja. Nee, schau, professionell. Ja, kein Problem. Ich darf dir ein Bitte darum, sehr, sehr gut, ja. Ui. Was hat da meine Hand geführt, dass ich das so viel Ja, aber einstecke? da brauchst du nicht so viel mehr. Das ist gut, dort. Gut, Na, gut perfekt. erwischt. Na, was? Ein Handgriff. Da steht es her zu den Leichen hier. So, doch machen wir ein Ei Ja, rein. meine Herrschaften, sehr sehr wohl auf euch. Auf eine gute Pavlatschen, auf eine schöne Zeit. Jawohl. Prost. Prost, aber. Wie sagt man Prost auf Türkisch? Gibt es das auch, weißt du das? Weiß ich nicht, bin ich völlig überfragt. Lückülü, Hüllü. Weiß ich nicht. Riechen tut's wie Milch. Ja, schmeckt nur zu wie gesagt. Verdünntes Joghurt mit Salz. Ja, ist Ja. es ja auch im Prinzip, ein Joghurtgetränk. Ja. Ich mag eben nicht sehr ein Eiran, ich mag das Salz nicht. Ich bin bei einer Milch eher, der das Saure im Vordergrund hat, gern. Und einfach neutral hat. Ich brauche das Salz nicht dabei. Das war nicht schlecht. Ich habe vor vielen Jahren beim Bergwandern, da war ich mit meinem. Was ich gern trinke, Entschuldigung, Ja, bitte, erzähl. was ich sehr lieb zum Beispiel ist Buttermilch mit einem Sodawasser oder so Mineralwasser. Mache ich nicht, warum ich mit deppert bin, aber Nein, das wollte ich gerade sagen. Da waren wir so. unterwegs, war ich mit meinem älteren Bruder, gut aber im Söldich, waren wir in Kärnten, keine Ahnung wo. Auf jeden Fall sind wir dort marschiert und sind dann eingekehrt in Hitten. Und da wurde, also da haben alle, also viel gesteckt gehabt, da ist ein Kregel mit was Weißem drin. Weißem, Ne? ja. Und ich sage, was ist da? Die haben eine eigene Buttermilch oder saure Milch. Ja? Und das ist aber super. Ne? Und der Roman hat zu mir gesagt, ja, das ist was leibend, jetzt mit Soda spritzen. Und ich habe gesagt, mit Soda spritzen, furchtbar. Ja, grauslich. Das ist, na, und das habe ich dann gekostet. Und seitdem ist es einer meiner also wenn ich einen Massivdurst habe oder nach dem Sport, ich meine, Ja, gut, ja. nach dem Sport habe ich es selten. Nicht? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann schlage ich zu und haben wir so eine Buttermilch, Saure Milch. meistens habe ich Acetophilus-Milch Ja, oder einen meistens Kefir so. daheim. Den Kefir habe ich nämlich am allerliebsten. Und dann tue ich mit Soda aufspritzen im Sommer in einer Weltklasse. Bist du gut. Es ist wirklich gut, ja. Wirklich gut. Ich habe schon austrunken, weil man dachte, das ist eine Ratzerei. Ist eh schon weg, bei mir auch. Kannst du den nächsten aufmachen, irgendwas, Und das nächste was du ja. möchtest. Ich begrüße dabei unsere lieben Freunde im Chat. Matthias Mariacher sehe ich da gleich als ersten, da ist Sprachpolizei, ist grüßte Gott, jawohl. Entspannenden Abend an alle. Hätten wir wieder Zeit dabei, Grüße an die Runde, Ludwig Sass. Megapemperten, jawohl, Fritzl Stadtkus, unser Grand Seigneur. Raffi aus der Steiermark. Ich hab die falsche Brille auf, ich denke mir gerade, ich kann da nicht Schaut, lesen, er nicht? zwinselt und Denk zwurzelt mir da herum. wieder, was ist denn jetzt Was ist da los? Was hat das Joghurt nur mit mir gemacht? Ne? So. Naja, das ist sicher gleich deutlich. Aber was haben wir da jetzt auch? Die saure Milch. Jetzt haben wir saure Milch. Klassiker. Eine klassische saure Milch. Nicht? Ja. Quasi der Weltliner unter den Milch. Kann man sagen, ja, genau. Ja. Die Hette ist mit dabei, grüßte Gott, Georg Scheurer, jawohl. Wolfgang, Landtagströmer Markus, absolut leibend. Ich habe jetzt aber nicht ganz eingeschrieben, ich habe jetzt viel. Ist schon recht, ist schon recht. Wir wollen ja noch was anderes haben. Ja. Jetzt habe ich schon zu viel. Tu nicht. Franz M. ist da. Maber, wem habe ich noch nicht? Bonatmann, jawohl. Servus. Ich würde das nur schneller durchgehen, dass wir dann wieder am Status und was sind. Grüß dich alle miteinander, sagt der Alexander Hauser. Servus, grüß dich Gott. Susanne Moser ist mit dabei. Peter Prachtl, Susanne Fabrer. Heute die Milch. Milch ist auch leibend mit Kakao. Wolfgang, jawohl. Habe ich gerade ein Packerl mongolische Stuttenmilch aufgemacht. Na, was man halt so Na, was man halt daheim sich hat. einmal gibt. Ja, ganz klar. Was die hätte gesagt, wo sind die Buben, müssen wir heute selber singen? Wieso? Oder meinst du es wegen der Milch? Nein, es ist ja wirklich nur das. Da muss ich gleich einen Spritzer holen, Brauer Franz.
Jesus, eine müde Pawlatschen, die Mäge, jawohl. Bravo Manfred Kraft, oh Gott, die Kultur geht dahin, leider. Schönen guten Abend, Hochhummer, Freude, servus. Servus. Hannes Spiesliner ist mit dabei. Ja, der Wolfgang hat einen Trag aus Stiegel hell, weil der Ossi nicht mehr ist. Ihm zu Ehren, wacker, wacker. Was haben wir noch? Nicole und Peter folgt. Luis Trenker schwebt über euch, berühmtes Zitat. Riecht's wie ein Arsch, meinst du das? Habe ich meine Milch getrunken. Großartig. Serefe, schau Matthias Mariacho übrigens, das heißt sicher Prost. Serefe. Ja, gut. Gabriela Zimmer ist da, hallo an alle, grüß dich gut, Grüß dich, Gabriela, schön, dass du mit servus. dabei bist. Milchflaschen dürfen wir nicht posten, gerade noch die Kurve kriegt das Flascherl gelöscht. Ah ja, stimmt. Wieso dürfen wir Milchflaschen nicht posten? Na, heute würde ich schon sagen, dass man es darf bei uns, ja. Na, wegen uns wahrscheinlich, vermute ich nur. Milchflaschen darf man bei uns. Heute passt's, würde ich sagen. Heute passt's. In diesem Sinne kostet man mehr Saugemilch. Ackerl ist auch schon da. Oh, Jawohl. servus, mein lieber Christoph. Der Ackerl. Saure Milch, wie gesagt, der Klassiker unter den Milchprodukten. Und ich hab's wirklich gern. Ich Sag muss gestehe ich, also, Nein, das alles gerne eigentlich. ja. Das Ayran brauche ich am allerwenigsten. Ja, ist nicht meins, das Salzige, ja. Das ist genauso wie dieses Skier. Skiers ist genauso, geht genau in die Richtung wie gesalzene. Ja, das, Ja. aber das hat ein wenig Geschmack. Das Skier ist Das komisch. ist noch- Das ist noch- mal Käfer am noch liebsten. dünner, Mal Käfer am liebsten. Aber, Aber, hallo? Da kann man nichts sagen erst. Hm. Und die Milchflaschen, Franz Ender hat schon da die Milchflaschen. Bravo. Patrick, ich würde sagen, passend spielen wir Ja, jetzt das der, Lied. die Kindermilchflaschen. Ja. Mit Zuzammern drauf. Babyflaschen. Wir spielen passenderweise das Lied, wenn der Milchmann mit dem Müllkammer Müllkammer scheiden hört. ja. Ne? Ja, genau. Das passt würde jetzt einfach passt jetzt passen. Ja. Warte, ich muss jetzt das ein bisschen anders strapieren. So ist optimal. Speerstund schreit der Ober, Speerstund schreit der Ober. Leidl, geht's doch endlich heim. Doch mich stört nicht ein bissl das Rassel mit den Schlüsseln. Ich trink jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst wann der Milchmann mit dem Müllkannel schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weindal ganz schön deppert. Alles, was ich anschaut, eure doppelt sehen. Erst wann der Milchmann mit dem Müllkannel schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine Alte voller Zorn am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich um und her nix mehr. Schrammen haben schon Schluss gemacht, die Instrumente sind eingepackt. Aus ist mit einem Tanzangsang. Doch mich bringt nichts zum Aufstehen und schon gar nicht zum nach Haus gehen. Denn ich wart auf ein ganz bestimmten Klang. Erst wann der Milchmann mit dem Müllkannel schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weindal ganz schön deppert. Alles, was ich anschaut, eure doppelt sehen. Erst wann der Milchmann mit dem Müllkannel schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine Alte voller Zorn am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich um und her nix mehr. Jawohl, das Milchlied. Das ist Zum das heutigen Einzige, Tag was bei man uns jetzt ganz zweifelt zu einfach, dem ja. Thema. Ja. Ich nehme einen Schluck. Ja, nimm mal einen Schluck. All my stuff ist mit dabei. Sicher gerade dazu kommen. Servus. Servus, herzlich willkommen. Wer ist am Tun? So wie am Taschler, fragt der Georg Scheurer. Ja, das Ich bin ja, beim wir Taschler. sind. Also, Hoffentlich braucht es da nicht ein Heisel. Ja, naja, das brauchen wir sowieso, nicht? brauchen Aber wir sowieso. Das brauchen wir ja noch, haben wir noch ein Bier braucht. Milch macht müde Männer munter, sagte die Mamsche immer. Wirklich?
Da gibt's ein Lied, Paul Kuhn, Milch macht der müde Männermund. Wirklich, wahr? Paul Kuhn, ja. Die Birgit Der hat meint... nicht nur vom Bier gesungen, sondern auch von Ja. Milch macht müde Männermund. Naja, gut. Ja. Miese Propaganda. die Birgit sagt, ein Glas Milch ist immer gut. Ja, ja. Also saure Milch trinkst, muss das Hämat festhalten, sagt der Wolfgang. Mit Milch, so kenne ich euch ja gar nicht. Ja, ja, mich eigentlich auch nicht. Weil man, wie gesagt, das ist so Sachen, so gewisse... Wir haben uns selten beim Frühstück gesehen oder Vormittag. Ja, na, da trinke ich, na, da ich nicht Frühstück. Ist Aber es Joghurt wieder- geht schon machen. Na, am Nachmittag, oft Joghurt, fast täglich. Na, und so saure Milch und also Kefir, vor allem Kefir bin ich echt ein Fan. Steine 07 ist mit dabei, jawohl. Servus. Schönes Rascoeo am Ende vom Milchlied, Klaus. Rascoeo, ich weiß nicht, was es ist, aber ich danke dir für dieses Lob. Es wird schon was gewesen sein. Schönes, am Ende vom Milchlied. Jetzt solltest du noch wissen, was du gespielt hast. Ja, Die was erinnern ist, ja, jetzt können, muss ich nicht wissen, was ich gespielt habe Ich und weiß was ein nicht, Rascoeo ist. Aber auf jeden Fall. Ah, das ist das? Das da? Also das. Ist das? Ich vermute, Das wenn du das Rascoeo? heute gespielt hast, so Ich, ja. ich weiß nicht, was ich gespielt habe, ehrlich gesagt. So fit bin ich noch nicht. Milk Cow in the Morning. Wunderbar, ja. Nein, es ist so, wie gesagt, also für die zugekommenen Milch heute deswegen, weil ich eine ordentliche Portion Antibiotikum geschluckt habe heute. Eine sehr, sehr große Portion, weil ich eben ein Implantat in die Goschen gekriegt habe. Auf das er wieder gut beißen kann. Ja. Oh ja. Klar. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, aber klar. zumindest, ja, ist halt so, jetzt beiße ich halt auf der rechten Seite dabei, aber das geht schon. Also ist überhaupt kein Ich mache das auch dabei. große Bis Einschränkung. aber Weihnachten wird wieder alles ist nicht- passen. Aber ja. Und drüben eben, weil wir ja doch ein paar Tage bei Alkohol verbracht haben. Patrick, Namentlich bei Bier, muss man sagen, weil wir weilten ja in München von Mittwoch bis gestern, also 4 Tage, 5 Tage fast, kann man sagen. Ne? Waren wir in München, es war vom Wetter her sehr bescheiden, muss ich sagen. Warum eigentlich dort waren Aufnahmen für die Bredlspitzen zu machen, für die wunderbare Sendung? Ja, das war leibend alles, das hat alles hingehört, aber das Rahmenprogramm herum war halt durch Regen, Sturm und viel Feuchtigkeit von außen geprägt, muss man sagen. Jetzt haben wir halt ein paar Sehenswürdigkeiten, die wir gern gesehen hätten. Namentlich Ja, also den Haxenbauer und beim Griechen auf der Fischsuppen Ja. waren wir nicht zum Beispiel, nicht? also bei den Lokalen, Lokalen, die wo wir in der wir Regel nie wo- frequentieren. Waren wir nicht. Das war dann blöd gewesen, wenn man schon in der Maske war um 14 Uhr und dann nachher noch 1,5 Stunden Pause hat, könnte man normal auf eine Fischsuppen gehen, haben wir gedacht. Aber nachdem es so geschieht hat, ist das leider ausgefallen. Ausgefallen, ja. Nicht nur deswegen, sondern weil auch Ja. wirklich das Programm sehr straff Sehr war. straff war, ja. Also aber die gut Zeit- organisiert, muss Gut, ich sagen. immer Trotzdem gut passt. organisiert. Aber wir haben nicht leibend. allzu viel Zeit dazwischen gehabt, Nein. tatsächlich. Ja. War wirklich straff. Also 5. Oktober übrigens, werden wir natürlich noch rechtzeitig Wird man und üppig überall- posten. Überall mitbekommen. 5. Oktober, 20.15 Uhr beim Bayerischen Fernsehen. Genau. Da wird es ausgestrahlt. Bredlspitzen live mit den 16. Wir haben 2 Lieder zum Besten gegeben. Können wir jetzt auch sagen, ich trinke das dann aus. Willst du Wasser dazu, dass wir es verdünnen können? Ja, wer Wasser da? Wann nehmen wir aus? Ein Sprudel. Ja, Sprudel. Aus der hast du, ne? Schau. Ja, ja, Was, nur einen Schluck eine, dann wird es dünner. Na, freilich, ja. Weil da habe ich immer das Gefühl, ich esse während. Danke. Schau. Also Ja, auf jeden geht Fall, schon. Allmeis davon das schön gesagt. Wo war das jetzt da? Was sprach er? Oder schrieb er? Man schrieb natürlich. Er schrieb. schrieb. Die Buben trinken Milch, die Welt steht nicht mehr lang. Aaron Acker hat schon die Fotos, laden schon hoch. Jawohl. Jawohl, super. Das war nämlich ein wichtiger Punkt. Wir weilten nicht nur zu zweit in München, nein. Ab Donnerstag auf die Nacht war auch der Christoph Acker, unser Iron Acker, dabei und hat uns backstage mit diversen Kameras begleitet. Und bin schon sehr gespannt, was da alles rausgekommen ist. Nicht nur fototechnisch, auch filmtechnisch und Also was wir bis jetzt gesehen videotechnisch. haben, Also es wird grandios. grandios werden. Also muss ich ehrlich sagen, ja, großartig das Ganze. Freut euch drauf. Der trinkt ja schneller als beim Wein. Ja, Das nein, ist irgendwie. ja Wahnsinn. Naja gut, in der Achtel kannst du nicht so runterladen. Auf jeden Fall, kannst du kurz davor, Snoop Dogg Doggy Style ist mit dabei, jawohl. Martin Rex ist aus Nizza. Servus. Mach auf Buttermilch. Tag am Abend geht dann aber immer Wein. Prost, Freunde, jawohl, bravo Martin, beste Grüße. Schön, dass du auch mit dabei bist. Bei der Fischsuppe war aber nur das Bier schuld, sagt der Aaron Acker. Naja,
jein. Eigentlich ist weder. Also wir haben dann aufgrund des Regens, wir haben also angepeilt am Viktualienmarkt den Weißwurststand unseres Vertrauens, der auch natürlich Bier hat. Natürlich, noch nein. Und der hat aber so ein bisschen so eine Zöttelart. Außen ein Zöttel rund ums Standel sozusagen, wo man relativ trocken, auch wenn es Ski zieht, relativ trocken sitzen kann. Und jetzt sind wir dort hingegangen, vorher haben wir gedacht, dann haben wir die Überlegung gehabt, gehen wir noch auf eine Fischsuppe noch. War sie ganz knapp ausgegangen, nur dann hätten wir dann dort vielleicht keinen Platz bekommen, nämlich aufgrund der Witterung, weil da kann man dann nur drinnen sitzen und es ist da drinnen sehr klar dort. Nachdem wir nichts reserviert haben, weil wir nicht gewusst haben, genau, hätten wir 2 Tage vorher reservieren müssen, aber da haben wir noch unsere Zeiten noch nicht gewusst, wann wir wo sein müssen und so weiter. Ist das halt leider ausgefallen. Ah, ja. Ja, und jetzt haben wir dort picken geblieben natürlich. Haben wir so ein paar halbe mehr getrunken, dafür keine Fischsuppen. Ist aber, ja, mein Gott, na, so sind wir durchgekommen. So sind wir irgendwie durchgekommen. Aber es war sehr leibend. Ackerl war mit dabei, wie gesagt, es wird großartigen Content geben. Es gibt ganz bestimmt schon großartigen Content von Sierndorf, wo wir ja letztes Wochenende waren mit Uli Bär und mit Uli Winter. Auch dort hat der Ackerl mitgeschnitten. Es ist ein über 40 Minuten, also fast eine Stunde Video rausgekommen mit einer Zusammenfassung. Die wird demnächst auf unserem YouTube-Kanal hier zu sehen sein. Ja. Ebenso wie dann natürlich irgendwann eine Bretelspitzen-Backstage-Partie. Das haben sich alle wahnsinnig gefreut. Dass der Ackerl mit ist. Ja, jeder nämlich. Ganze Produktionsteam, alle Kollegen und Kolleginnen dort. Also wirklich ganz leibend, ja. Und waren nicht enttäuscht, nachdem sie am kennengelernt haben. Nein, man weiß ja nicht. Das ist ja oft dann. Oft ist ein unguter Ackerl vielleicht oder was? Ja. Blödsinn, Scherzerl. Was sagt der Alonacker? Filmtechnisch habe ich noch nichts gesehen. Schneide gerade die Einzellieder von Sierndorf. Ich muss mal die Festplatten frei bekommen. Ja, nein, kein Stress. Ich meine schon ein bisschen Druck, aber kein Stress. Nein, wir freuen uns wahnsinnig drauf. Ja. Das wird großartig, ich weiß jetzt schon. Also. Sprachpolizei sagt, jetzt noch Milchreis und die Welt ist wieder in Ordnung. Das weiß ich nicht. Nächstes Mal nehmen wir Milch. Nein, das ist jetzt eine Ausnahme für lange Zeit, bis vielleicht einer wieder höllisch krank ist. Wir haben schon mal Tee getrunken. Ich habe einen getrunken. Wir beide bei dir haben wir beide einen Tee getrunken dann. Richtig. Einmal war das. Ich glaube, da war ich auch krank. Da haben wir auch beide bedient. Irgendwelche Antibiotika genommen. Das war einmal, ja, genau. Und dann haben wir gesagt, was trinkt man? Tee. Das hat sich nicht durchgesetzt. Hat sich nicht wirklich, nein. Hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Welche Lieder, Patrick, haben wir zum Besten gegeben? 2 Nummern haben wir aufgenommen, die am 5. Oktober zu sehen sein werden im Bayerischen Fernsehen. Erstes Lied? Mit welchem soll ich anfangen? Welches du willst. Ist eigentlich wurscht, oder? Was du möchtest. Das Meidlinger L. Kommt natürlich. Fangen wir mit denen an, oder? Seitdem glauben einige dort, dass 16. sich auf Meidling, den 16. Bezirk, bezieht. Wir mussten ein bisschen Aufklärungsarbeit. Ja, einige haben gesagt, nein, das ist Meidling, das ist der 12. Wir sind 16. Ottergr, ist ja wurscht. Aber wir spielen auch, weil wir mit den Meidlinger gut rauskommen. Auch ein Meidlinger, nicht wahr? So ist es. In Wien gibt es 23 Bezirke, wenn man schaut. Jeder ist in Ordnung, nur bei uns da gibt's ein Laut. Den bringen sie die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder den gerade so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dann sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das wir haben den Meidlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. Sogar der alte Kaiser hat fast so wie wir geredet. Vielleicht ein wenig nasaler, aber Hochdeutsch war das nicht. Wer so redet wie an jeden, der schon weggewachsen ist, bringt Leben in sein Reden. Das weiß man ohne dies. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dann
bin ich einfach stolz. Wer Mädling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Mädlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das Unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Mädlinger Edel, jawohl. Jawohl. So schaut's aus. Mädlinger Edel. Mädlinger Edel. Lass mir doch die Gitarren hängen. Komm nicht an, lass einfach hängen. Aber es ist ja sehr beengt. Rest hier, einfach wo ich das nicht. sitze. Trink, kein Mühe. Was haben wir uns jetzt eine? Schau mal nach. Was haben wir uns jetzt eine? Jetzt würde ich überleiten zur Buttermilch, wenn du nichts dagegen Bitte schön. Ich glaube, das ist ein guter Ding. Das war quasi unser wo ist ein Hälfte das? Ich trinke keine Milch und hab schon einen Nichtsanfall. Ne? Irgendwas ist geflogen da, gell, irgendwo. Aber wird nichts Schlimmes sein. Ja, aber es wird nicht. Hört uns jeder, sieht uns jeder, dann wird es keine Technik wissen. Ich hoffe doch, ja. Das war quasi, das Ayran entsprach quasi einem Prosecco oder einem Frizzante. Der Fritzi. Der Fritzi, das ist ein bisschen sowas. Frizzante, das ist sowas wie ich brauch's wirklich nicht, aber wenn es alle trinken, dann trinken halt auch. Ab und zu geht schon was ganz gut, ein Perlwasser bei mir, ja. Sauermilch war jetzt bei uns der Veltliner. Ja. Wir kommen weiter zu Zu Weißburgunder. Buttermilch würde ich eher sagen Riesling. Riesling, sehr gut, sehr gute Wahl. So, das ist schon genug, wieder was das. Vom Rainman zu Spitzenbrettler. Ja, schau der 12. Hieb, ja, wo ich schau da vorne rein, die Milchglaseln. Alle dabei. Eine Edel. Buttermilch. Buttermilch ist natürlich etwas weniger Fett, wobei eine normale Milch mit 3,5% Fett auch nicht wirklich Fett ist, aber die hat ja nur 1% Fett. Und die Buttermilch Wirklich? nicht mehr, ja. So schwach ist das? Die Buttermilch ist die schwächere, ja, Ja, genau. gut, das ist aber. Du wirst auf Sachen umsteigen müssen. Ja. Schau der Ein und Acker, so große Ehre, dass ich bei den Brettlerspitzen Backstage mitfilmen durfte. Also Dank geht zurück. Naja, wie gesagt, das war schon sehr leibend. Wir haben da miteinander wirklich eine leibende Geschichte. Absolut eine leibende Zeit verbracht, ja, war wirklich schön. Prost. Ja, sehr zum Wohl. Auf die schöne Zeit. Auf in die Wien. schöne Zeit, auf alle. Prost, zum Wohl. Genauso wie es gehört. Ich kann nicht gescheit reden, aber es stimmt. Die Buttermilch ist weitaus milder als die saure Milch. Die hat nicht weniger Säure. Grandios. Ja, das ist Ich finde es leibend. Muss ich wirklich sagen. Ja, wir wollen ja was bieten. Spießler hat geschrieben. Patrick der definitiv. Milchsommelier. Ja. Na, absolut leibend. Fett bin ich nach 6 Bier auch ein bisschen. 10%, ne? Wenn man die Milch so viel schüttelt, wird die noch schlecht. Der ist schon schlecht gewesen. Der kann nicht mehr schlecht werden. Das ist, Aber ich muss halt wirklich sagen, ich mag das wirklich. ich mag das sehr. es ist halt- Es ist keine Qual für mich, das zu trinken. Also, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus mit Cocktails oder sowas. Da kenne ich mich wirklich nicht aus. Ganz wenig. Aber da muss ja einige Ja. geben, quasi mit Milch oder mit Milchprodukten. Mit Obers gibt es einige natürlich. Oh ja, Schlagwurst Schlagwurst gibt gibt es es einige Sachen. ja. Ja. Die Milch der frommen Denkungsart ist bereits ausgestorben. Ja, stimmt. Milch der frommen Denkungsart hat natürlich auch der andere Heller in dem Mandeliert verbraten. Ne? Da weiß ich jetzt nicht mehr. Naja, also auf jeden Fall, es war dann sehr leibend, weil der Ackerl hat ihm gefilmt. Und es war nicht so, dass er als Störfaktor dort irgendwie angenommen wurde. Ganz im Gegenteil, also auch die Produktionsleute haben sich dann wirklich bemüht, ihm immer wieder irgendwo genau. zu zeigen, wo er hingehen kann und wo er was filmen kann. Wo es vielleicht interessant wo er einen wäre. guten Blick hätte. So kam er zum Beispiel direkt auf die Bühne drauf, also quasi hinter der Bühne, aber über dem Bühnenbild. Das ist also nur da so aufgebaut. Gibt es eine Galerie um? Eine Galerie, ja. Also da, das ist für die Scheinwerfer und so, also dort war er auch oben. Also wird echt leibend, ja. Marco Cinelli ist dabei, grüß dich gut. Spuckt man bei der Milchverkostung auch aus oder muss man sie auf der Zunge rollen? Ja, die spucke nicht aus. Die spucke ich nicht aus, nein. So, Patrick, das zweite Lied. Das zweite Lied war was? Bitteschön. Das war natürlich, passt heute überhaupt nicht zum Milchtag, aber das zweite Lied, das wir performt haben, und zwar als erstes eigentlich, Ja, also inmitten des Publikums. Also es wurden Barhocker dann in der Mitte vom Publikum aufgestellt und da haben wir dann gespielt, ein Wein auf Krankenschein. Jawohl. das werden wir jetzt exekutieren. So schaut's aus. Wie der liebe Bär immer sagt. Ja. Herr
Doktor, ich fühle mich nicht wohl. Verschreiben's mir, wenn's geht, an Alkohol. Ich brauch halt für mein Kämpfer ein gutes Trepfer und für mein krankes Wamperlachs und Stamperl. Was sie da alles haben in ihrem Schraub, die Pulver machen mich erst richtig grau. Drauf sagt der Arzt, ich geb ihnen ja recht. Ein Viertel auf Rezept war gar nicht schlecht. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das muss uns gehen. Und die Kranken täten wieder gesünder leben. Keiner müsste Flaschel heimlich wo verstecken. Ein gutes Trepferl in jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Rebensaft. Und wie dein Schmerz mir mal zur Qual, dann gehe ich zu meinem Weinregal. Da bin ich dann mein eigener Mediziner, mit Antraminer oder Anvötliner. Und bin ich traurig und muss recht viel warnen, dann greif ich zu einem guten Schluck Silvaner. Ah ja und eins, ja das muss ich euch noch sagen, ein Roder, der ist wirklich gut für den Mond. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das muss uns gehen. Und die Kranken täten wieder gesünder leben. Keiner müsste Flaschel heimlich wo verstecken. Ein gutes Trepferl in jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Rebensaft. Also heute wirklich nicht passend dazu, zum Mülltag, aber... Das stimmt wirklich, das stimmt wirklich. Wird das Milchtrinken dir zur Qual, beug dich über den Kanal. Aber es ist wirklich sehr, sehr inspirierend, gell, das Thema Milch scheinbar. Liebe Grüße aus Neuburg, es war ein schöner Abend in München. Ihr standet vor einem Auftritt an unserem Tisch, Renate Ott, Weltklasse. Ja, bei dem Lied, gell, wenn wir im Publikum drin gesessen sind. Da sind wir so vorne, da sind wir bei euch am Tisch, habe ich einen Blick verspürt kurz. Ja. Schön, dass du da bist. Renate, das freut uns sehr. Hat's eine rote Achteln heute aus, aber man Milch trinken. Rote Achteln für die Renate Ott, die da kleine geschaut hat bei uns in die Pavlatschen. Ich musste meinen Finger auch heben, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Raffi, glaube ich. Steht schon da. Raffi, Super Sticker, 10 €. Shipper Dog dressed in a traditional outfit, waving Japanese fans. Ja. Bitteschön. Weltklasse, Raffi, mein Ehrenrest der Buttermilch auf dein Wohl. Danke dir vielmals für deinen Schmattes. Seid zum Wohl. Schon weg auch wieder, gell? Geht so schnell. Ja. Die Achtel von danke für mich schon davor, da ist eine. Das war echt toll, sagt die Renate noch. Das gefreut mich wirklich. Danke, es gefreut mich. Freut mich wirklich, dass du da gleich eingestiegen bist. Da. Das ist natürlich eine Geschichte. Sportpolizei sagt, eine der schlimmsten Beschimpfungen in Spanien. Me cago en la leche que mamaste. Ich scheiße die Muttermilch, die du getrunken hast. Na, wenigstens sind sie irgendwie. Ich finde es kreativ. Aber schon Wahnsinn eigentlich. Ja, ich finde es kreativ. Sauberburm, liebte Grüße vom Quetschenblech. Georg Samberger ist dabei. Wird klasse. Quetschenblech, das war echt eine Mörderpartie. Eine ganz leibende Partie nämlich, ja. Also wirklich vom Feinsten. Eine Blechpartie, eine Tanzlmusikpartie vom Feinsten. Wirklich leibend. Lauter junge Burschen. Ja, und gute Musiker. War ich wirklich beeindruckt. Georg, sag das weiter an deine Kollegen, bitte. Sag das weiter. Schön, dass du dabei bist, auf jeden Fall da. Dann haben wir da was, die roten Achteln von einer, freue mich. Neuburger, sag nicht Leberkäse zwingen. Sag niemals Leberkäse zwingen. Ja. Müssen wir auch Milch checken, Katja im Junkie? Nein, ihr müsst es nicht. Das ist um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja. Apropos Milch, ich mach noch eine. Ja, reiß auf nicht. Thomas Meyer ist da aus Kaisermühlen. Ein Botteling. Thomas Meyer ist ja mit dabei morgen, wenn wir spielen beim Henkel Haselbrunner. Da spielen wir ja auf
wieder also so unsere Grinzinger Tournee. Ja, kann man sagen, ja. Schauen wir, wie es wieder ist, wie es ausschaut, wenn wir drin sind. Was natürlich ein Vorteil sein kann, ich weiß es nicht, wie es ist. Weil das Spiel wird definitiv anplagt und je nachdem, wie viele Leute kommen, je mehr Leute kommen, desto weniger hören so etwas. Das ist natürlich der Nachteil bei dem Geschichte, aber schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja mit Wetter Klick auf die Nacht an. Ja, momentan das Wetter ist so verrückt, momentan es geht so auf aber die ganze Zeit. Regen, trocken. Mal schauen wir mal. Ja, definitiv. Lassen wir es auf uns zukommen. Jawohl, du sprichst das so schön aus, sagt die Maggie. Ja. Auf jeden Fall, nein, also Milch ist auf jeden Fall. Nochmal für alle, die hinzugekommen sind, Milch heute deswegen, weil ich alkoholfrei heute bin, aufgrund von einer gröberen Menge an Antibiotika, die meinen Körper verursacht haben, aufgrund eines Implantats. Aber es ist interessant, also ich meine, es geht. Im Gespür schon natürlich. Sprachlich merke ich nichts. Aber ja, nein, das ist alles in Ordnung. Ja. Aber ich merke schon, dass da was ist, was es nicht da ist. Patrick, es geht schon, wenn du es nicht irgendwann einschinkst. Jetzt haben wir die Acetophilus-Milch, im Prinzip eine saure Milch, auch nur mit speziellen Bakterienkulturen, nicht wahr? Acetophilus. Sagt man nicht Acetophilus? Ich sage immer Acetophilus. Ich kenne das Acetophilus, ich war Chemiker, weiß nicht, wie man wirklich dazu sagt. Wahrscheinlich geht, weiß ich nicht. Das war interessant, gell? Acetophilus. Ich hätte gesagt, Acetophilus. Jawohl. Renate Otis war bei eurem ersten Auftritt, genau. Wir saßen hinter den Kameras. Weltklasse. Weltklasse. KTM Junkie haut sich einen Zwettler-Export rein. Was, wir haben schon wieder 5 Euro vom Raffi. Der Raffi hat schon wieder seine gehauen. Ist nicht einfach da? Du musst den Finger heben, Ja, gleich, ich bin Na ja, das muss man. Jetzt geht's so. Lemon Character and Baby Lemon blowing a party horn while marching. Ist schon laut, Nein, das ist gar keins, ist noch laut von dir. Achso, ja, naja. Muss ein bisschen kühlen. Wir haben ja da extra die Kühltasche. Dem steht ja da, bitte, da ist der Vom Lemon Character, das der Jawohl, Lemon Character, jawohl. Bravo, na Raffi, danke dir herzlichst. Iron Acker, bis der Depp als dritte Flasche. Ja, ich mein. So, Wahnsinn. Ja. Kostet mal. So viel wir schon lange nicht mehr angeboten, oder? Stimmt hätte. Ja, auf den Raffi, danke nochmal. Danke. Und auf euch mit Acetophilus-Milch oder wie Patrick so sagen pflegt, Acetophilus. Acetophilus, ja. Gut, auch gut. Aber schmecken wirklich alle anders. Das so fällt dann das nie auf. Da haben wir die hintereinander gekostet, sind alle anders vom Geschmack ein bisschen. Interessant, ja. Aber ist mein Favorit bislang. Ja. Meiner auch, muss ich ehrlich sagen. Wird es wahrscheinlich dann. Darum habe ich zum Schluss aufgehalten. Was haben wir jetzt? Weintechnisch eigentlich. Jetzt haben wir beim Weißburgunder. Weißburgunder, ja. Wir rekapitulieren. Ayran war unser Frizzante. Dann kamen wir zum quasi Wötliner der Milch, das war die saure Milch. Buttermilch war dann der Riesling. Der Riesling und jetzt sind wir beim Weißburgunder Acetophilus. Ehe wir dann zur Spätlese überleiten. Das schmeckt mir aber viel. Wir backen da jeder. Also, wir sind fleißig. Also. Ja, das lassen wir weg. Die Milch backen wir. Die Milch backen wir. Sprachpolizei celebrates 8 months of membership. Ah, das sieht man da auch dann. Ah, interessant. Echt? 8 Monate? So lange gibt es das schon? Ja, na, ja, freilich. Kanalmitglied schon wieder? Ja, na klar. Ja, Wahnsinn. Na klar. Das war letztes Jahr noch schon. Und wir haben bereits August bald. Na ja, aber Sprachpolizei, das ist jetzt aber leibend. Weilkert ist auch dabei. Ludwig Sass klärt auf, ich nehme an, er meint Acetophilus. Oder Acidophilus. Aber auf jeden Fall nicht Acetophilus, sondern Acetophilus. Sagt er. Na, Bierbrauer, der muss wissen. Der sollte dazwischen auch, ja. Der Hannes Spießlein hat natürlich nicht Unrecht. Das fällt mir schon. Spätlese war das Schlagobers noch, ja. Hab ich. Ja, da muss ich kein Stamperl haben davon so heute. Ein Löffel nur. Oder vielleicht hat er im Munkel eine Chance geschlagen. Das war nicht ein Staffel. Was haben wir da? Das macht die Buttermilch am Montag wieder gut. Hat vor über 40 Jahren schon die Hallervorden gesungen. Wirklich wahr? Na, schau mal, aber da kriegen wir eine Sammlung zusammen jetzt am Milchlieder. Ja, Wolfgang wegen Ossi, ich bin Black Sabbath-Fan. Das denke ich mal, das war sicher. Spendet, damit der Klaus noch mehr vorliest.
Jetzt ein Wiener Melange mit einem Schuss Milch, Renate und Bravo. So. Ich habe das mal annettet. Bei Antibiotika sollte man keine Milch trinken. Nicht direkt also gleichzeitig einzunehmen. Ja. Also keine Milch, jetzt trinke ich extra Milch, weil ich keinen Alkohol trinken will. Nicht gleichzeitig, weil es kann die Wirkung des Antibiotikums aufheben. Achso, ich verstehe. Ja, nein, also in der Früh. Also zum Nein, Mittag. das passt. So passt das schon. Schaut, eine Schlügel hat unsere Brinchi besser. Später aber doch, ihr habt gestern noch eine ordentliche Grillerei versäumt. Ackerl war hungrig, ja, das glaube ich. Aber sei uns bitte nicht böse, aber wir waren doch müde, muss man ehrlich sagen. Und nachdem es heute schon wieder weitergeht und morgen und übermorgen und am Donnerstag, war es ganz gut, dass ich war froh, dass ich dann um 16 Uhr waren wir daheim bei mir dann, ja. Und ich war wirklich froh, muss ich sagen. Ja, nein, das war wirklich. Wir haben sogar wirklich kurz überlegt, ob wir also nicht am gleichen Tag, sondern vorher, und beim Heimfahren noch mal anrufen, aber das wäre wirklich. Und es war, ja, also ich war daheim schon fertig. Also, ja. So, was sagt jetzt da? Peter Volkswagen, vorsichtig sein. Antibiotika und Milch vertragen sie nicht immer. Oft auch verboten. Beipackzettel lesen, bitte. Nicht Beipackzettel lesen. Das war ja so, wie wenn ich eine Aufbauanleitung lese. Aber nicht, wenn da 9 Stunden dazwischen sind, um das geht es nämlich, ja. Ja, nein, glaube ich auch nicht. Na, werden wir sehen. Aber ich habe mal einen geregelten Stuhlgang. Die Wirkung kann aufgehoben werden für Antibiotika, um das geht's. Du weißt ich denke mal, gescheiter ist Wein. Außerdem, wie gesagt, nach diesem Bierwochenende ist Wein auch so eine Sache. So, Patrick. Ich habe gestern noch 3 Achteln getrunken. Ja, brav. Ja. Was reißen wir jetzt an? Du hast die Wahl bei der Milch. Ja. Bei der Milch darfst nicht fad sein, bei ein Lied muss schön stark sein, sonst hast du die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tust das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Neues an, weil sonst fliegt's da davon. Bei einem Lied musst du schön stark sein, sonst hast nur die halbe frei. Beim Plaudern musst du lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tust das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Noch ist an,
weil sonst fliegt's da davon. Jawohl. Sehr schön. Da gleich Milchlitter. mit der Ich Milch. muss dich da ein bisschen verdrehen, weil die hast du da verstellt. Den oder was? Verstellt, ja. Sag auf, wie du richtig. Naja, tut hier so. Aus, ist hängen, ja, nicht lass so, ja, passt. Ja. Ich muss den Finger heben. Finger Das sah aus dem Augenwinkel nämlich etwas. Supercat, Grün. Supercat, Superchat von der Wildcat. Ja, die Wildcat. Milch von dir, die Milch von dir. Wildcat ist in Zukunft 5 Euro. die Supercat. Aus der Nymphe Hochburg, genau. Bravo, danke, Supercat. Dankeschön. Für uns wirklich Supercat. Wildcat, danke schön. Dankeschön. Beste Grüße an Sunny und Mutzi, die einzigen Vinophilen. Hat der Zugangsschlag? Ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Die einzigen vinophilen Nymphensittiche, die es überhaupt gibt. Dank dir vielmals. Was haben wir da noch? Jawohl, Wolfgang und Raffi sind noch beim Ossi Osborn. Ja. Jawohl. Was haben wir da? Nächste Woche Taschler, Alexander Hauser, bravo. Nächste Woche also ist übernächste nicht Woche. Übernächste Woche. Taschler ist diese Woche. Nein, Ja. Taschler ist am 31. Juli. Ja, das ist Das ist die Woche schon? Das ist diese Woche. Ist Morgen die ist Woche. Henkel Hasselbrunner, diese Woche. Richtig. Diese Woche, weil die vorgezogen, da ist schon lange ausgeschickt und lange ausgebessert beim Taschler, Ja. weil die Taschlers zu haben, nämlich am Erbe, wenn wir einen ersten Termin hätten, in Donnerstag, davor ist jetzt am 31. der Taschler diesmal. Richtig. Also Achtung. Diese Woche Donnerstag bereits Taschler. Achtung, absolut. Zwischendurch ein kurzer Hinweis, bitteschön, Bitte, weil ja. wir ja doch schon hier ganz nett bedacht werden mit Superchats. Wer gern was für die Musik über hat und ein bisschen eine Hand wie ein Schmatt ist, der möge doch bitte entweder über PayPal oder per Überweisung, ihr seht es alles in der Videobeschreibung, einen kleinen Schmattes, einen Obolus für die Musik umwachsen lassen. Bitteschön. Wahrheit leibend. Stellt sich einfach vor, der Hut geht rum oder das Kerberl, das mich freuen. Danke euch vielmals schon mal dafür. Kanalmitgliedschaft ist natürlich auch möglich. Für 4,99 € im Monat unterstützt ihr die 16er Burm und zahlt einer quasi einmal im Monat ein Achtel beim Taschler. Das wäre sozusagen. So also jeden zu eins, sagen. jeden eins Genau. natürlich. Ja. Und ja, danke dafür auch. Und so, ansonsten Vorteile größeren Sinne gibt es nicht. Das, ja. Ein Spritzerglasl hat Spritzerglas als Emoji, das einzige. Emoji, ja. Ich will das jetzt nicht als Vorteil bewerten. Der Franz M. sagt, see you there. Ich hoffe, du meinst eben jetzt am Donnerstag. Den Taschler. Eben am 31. Ja, Achtung, 31. ist der Taschler. So, jetzt Ja, Turn. spülen wir. Mir raubt nichts mehr Ruhe. Ja, so ist es. Dass die Menschen selten zufrieden sind, gern resonieren und jammern dann, dass dies und das nicht ganz so ist, wie sie's gern hätten, das ist gewiss. Da ist für den mein nix der Sport, der echte Werner anderer Ort. Er nimmt wie es kommt, geht kein Verzogen und du phlegmatisch so. Mir haben da nix mehr Ruhe, das macht mir Amor. Ich kann kein traurig sein, trinkst du mein Glasl Wein und klopft an und wann, Frau Sorg bei mir an. Da sendet nicht mein Sinn, ja, ich bleibe wie ich bin. Im Leben da ist schon einmal so, zuerst noch recht gesund und lebensfroh,
trifft an das Unglück über die Nacht. Wir sind verdrossen und ganz mürrisch macht. Der echte Wiener, wie er schon gesagt, mit Gleichmut jedes Leid ertragt. Denn der Hammer, der bleibt ihm treu. Drum sagt er stets auf sein Ohr. Mir raubt nix mehr Ruhe, das macht mein Hammer. Ich kenn kein traurig sein, trink still mein Glasl Wein und klopf dann und wann Frau Sulk bei mir an. Da singt er nicht mein Sinn, ja ich bleibe wie ich bin. Sehr schön. Jawohl. Das Einzige, was ich merke bei dem Müll trinken, ist verschleimt ein bisschen. Verschleimt, ja, gell? Ja. Ein Wahnsinn. Klassiker. Wahnsinn. Da gurgelt ja mit, obwohl ich nicht will, dass wir gurgelt. Ja. Donnerstag Bargeldmauer, Bravo Kirche. Jawohl. Taschler könnte sich ausgehen und Donnerstag Tagdienst in Heiligenstadt. Bravo Marco Cinelli. Ja, das war eine Geschichte. Verleihung. Donnerstag 31. Jetzt der Donnerstag, ja, super. Jawohl. Ja. Aber morgen sind wir mal beim Henkel Haselbrunn, auf das freue ich mich auch schon. Ja. Mittwoch dann eine Firmenfeier, ein Treffen einer großen Firma, ich darf nicht sagen, welche das ist, da alles mögliche. Konzern, ein Ein Konzern. Weltkonzern. Das spielen ja wirklich, das spielen wir einen Es sind Weltkonzern. aber nur 20 Leute. Also die Informationen waren immer 20, 30 oder 40 Leute, jetzt sind wir bei 20, glaube ich, momentan. Ja, mir ist wurscht, das ist ja nicht fix Gas, nicht? Das Ja. ist egal, das ist so ein Genau. pro Kopf. Gott sei Dank. Ja, das haben wir Mittwoch. Donnerstag Taschler. Taschler, ja. Freitag aber nichts, Schuhe fix natürlich. Schon fix haben wir und sonst werde ich den Freitag einmal den Herrgott einen guten Mause lassen, weil ich brauch's. Ich möchte nicht jammern jetzt, aber ich brauch's. Ja, vielleicht tust du mal was hakeln, auch mal was anderes, hä? Ja, hab ich eh schon nur, heute nur, gemacht. da, nee, ein bisschen. Nein, das ist ja, am Freitag kommen wir Ein nichts. bisschen Ruhe. Darf ich sein? Schaut Darf ich mal sein? einmal, das passt schon. Samstag spielen wir noch beim Geburtstag. Ja. Und am Sonntag fahre ich raus mit meinem Munkelein Mhm. in meine Klause. Weil, Freunde, es ist soweit. Das kann man ruhig schon sagen. Ja, sicher. Es wird dann am Montag, Patrick kommt nach in die Klause und wir werden von draußen einen Pavlatschen machen. Und es wird die ersten Bilder, vielleicht sogar Videos geben, Vom Blauen. vom Baggerfahrer Klaus. Dusch, spüren Dusch. Jawohl, Freunde, mein Bagger ist da. Ja. Mein Bagger steht noch nicht zusammenpackt, also noch zusammenpackt. Noch nicht zusammenbaut, Mann. Noch nicht zusammengebaut. Steht in meiner Das Einfahrt. wir sollten wieder mal Wein trinken. Ja, ich glaube auch. Das ist Wir reden beide, schenk mir's noch. wir reden beide einen derartigen Stuss zusammen. Gib mir was, gib mir Du, was. jetzt machen wir den Kefir kosten. Moment, Kefir, Jetzt, bitte ja. schön. Das Willkommen letzte zum jetzt. Kefir. Wir kommen zum Kefir. Ja, dann müssen wir halt da weiterdenken. Nein, ich hab dann eigentlich... Wirklich? Nein, ich kann schon das den ganzen Tag trinken. Ja. Mich stört das gar nicht. Im Hintergrund ist meiner Zeit als Chorleiterin nicht kurz vor dem Singen eine Mühle trinken, ja. Ey, dann Ja, machen aber wir das das ist ja- Optimale heute, was wir trinken. Das ist ja nicht so, das sagen wir nicht so. Aber wie man sagt, scheiß dich nicht an, die Richtig. scheißen, weißt du, das ist... Richtig. Renate Ott sagt auch, oh ja, mehr davon kann ich stundenlang hören. Jawohl, ein schönes Lied, KTM Junkie. Mega ist auch so schön, du bringt's mir davon, jawohl. Schmattes wird heute Abend noch überwiesen. Bravo Marco Cinelli, Weltklasse, danke dir. Bitte, ein Schluck Kefir. Ja, vom Uli B. reden so, jawohl. Ja. Wie ich verschleimt hat meine Stimmbildnerin immer wieder gesagt, also nicht vor dem Singen trinken. Dann müssen wir trinken so während des Singens. Ja. Aber siehst du zum Beispiel, auf das habe ich gar nicht gedacht, weil man klar, wann hätte ich das letzte Mal Milch getrunken? Im Zusammenhang mit Spülen, also mit Musik, das ist ja das, ne? Das ist so eine Sache, ja. Aber ich hab's gerade bei dem Lied, jetzt ist mir beim Einsatz, wie ich anfange zu sagen, na, das ist nicht gescheit eigentlich. Aber Susanne Mo sagt, das ist der Patrick, ist ein Lade, gehört ja daher. Siehst du, der Patrick Milch verschleimt wirklich, ja, die verschleimt wirklich.
Bagger-Videos macht's aber selber. Iron Acker. Ja, da brauchen wir die schon. Jetzt haben wir meine Herrschaften Prost. Auf euch. Schön, dass ihr dabei seid und hoffentlich kriegt irgendeiner von euch einen kleinen Rausch zusammen. Das war leibend. Ja, Käfer mein Favorit. Käfer mein Favorit. Gut. Ich finde schon. Süß. Süßer. Ich meine, Diabetiker ist nicht drauf. Also so Nein, ist um es Gottes nicht. Willen. Ja. Würde ich gerne zum Taschen kommen, muss aber am nächsten Tag wieder um 5 Uhr früh arbeiten. Nach eurem Konzert gleich in die Arbeit fahren, das glaube ich schaffe ich nicht mehr. Ne? Ja, das hast du so- schon gehabt, gell? Aber ich meine, wir sind, Wir sind eh am Öfi fertig. Spätestens am Öfi fertig. am Öfi immer so. also wenn es um das geht, wir sind wirklich am Öfi fertig und fahren dann auch also in der Regel bei Zeiten heim. Also das ist jetzt nicht so. Also halbe Öfi ist eigentlich normal aus. Mein Vertrag dagegen besser. Eh klar, als Winzer Urenkel. Na klar, Marco Cinelli, es ist, wie soll ich sagen, aber die Maggie sagt es, unsere Buben überleben alles. Ja, es ist, also wir können euch jetzt schon eins definitiv, obwohl wir das ganz gern haben, grundsätzlich, aber es wird wahrscheinlich eine solche Pavlatschen nicht mehr geben, wo wir Milch trinken. Aber ja. schaut, wir waren mutig, wir haben einfach versucht, neue Wege zu gehen, sind in den Arsch gegangen. Jetzt machen wir Bang oder Tisch. Also auch in diese gleiche Ja. Richtung gehen. Genau. Das riecht nämlich ja schön. Drum. Das verschleimt am meisten der Kefir, muss ich sagen. Na, ich glaube, das ist. Ich glaube nicht, dass das so direkte Wirkung ist. Das glaube ich nicht. Das, Vom herrlichsten Glück auf der Welt, die Großmutter Märchen dazu. Die Kinder, die sitzen voll Andacht dabei und träumen mit den vergangenen Mai. Ein Bilderbuch von alten Wien, uns Großmutter blättert darin. Nein, Kinder, das kennt's nicht verstehen. Die Zeit meiner Jugend war schön. Bank unter Tisch mit ein Windlichterl drauf, alles Lied und die Schrammen spülen auf. Ein Madel, das Söli ins Weinglas lacht, mit leuchtenden Augen, so blau wie die Nacht, verschwiegen das Platz zum Küssen grad recht, a Weide dem Herzen gern zu reden möcht, die Liebe, die Treue, zwei Herzen eins sind. Ja, das klingt wie eine Märchen aus Wien. Verschwiegen das Glatze zum Küssen grad recht, wenn dir dem Herzen gern zureden möcht, die Liebe, die Treue, zwei Herzen eins sind. Ja, das klingt wie eine Märchen
schöner und perfekter gesungen, als was man sich nur vorstellen kann. Einmalig, einmalig schön. Welcher hat die Ordnung? Wunderschön. Dankeschön. Was das Schleim ist, das Schleim, das war schon sie. Was war am Anfang? Was der Schleim so zusammenbringt, so überhaupt im Hals eigentlich. Herrlich. Wir singen besser wie je zuvor. Schau dir mal an, Hersteller gesagt, heute wieder, wenn der Müll, wenn man Milch mit dem Müllkanal schön, das haben wir schon mal. Haben wir schon gespielt, ja. Weil natürlich eben, ja. Da sieht man, wie umweltfreundlich Wein ist, ja. Eine Flasche pro Pawlatschen, jetzt haben sie schon 4 oder 5 Packerl aufgerissen. Vollkommen Stimmt, richtig. ja. Vollkommen richtig, Franz. Definitiv. Definitiv. Kann man nichts dagegen einwenden, ja. Und Bouteilles keine Pfandflaschen auch nicht. Genau. Noch nicht. ja, weiß ich nicht. Der Doppler eigentlich ja, ne? Doppler und Literflaschen schon, ja. Mühlraumstrudel, auch gut. Auch gut. Ja, habe ich schon länger keinen gegessen. Ach Gott, der Mühlraumstrudel, der ist bei mir erzählt. Es hat da, Schon lang her. wie heißt es da, da beim Rochusmarkt, wie heißt die Straße? Ist es die Landstraße, Hauptstraße? Oder Der Rochusmarkt ist dort auch in der Nähe, ja. Ja, nein. Der Rochusmarkt Ja, ist ja. auch dort, ja. Und dann wird das die Landstraße, Hauptstraße sein. Und da gibt es ein Café, was weiß ich, wie das heißt. Mein Munkelein wird es wissen. Aumann, Armann, so irgendwie heißt das. Die haben einen Und die haben, Müllraumstrudel. also wie das letzte Mal dort war, haben die einen Müllraumstrudel, einen echten Müllraumstrudel. Mit einer guten Vanille so selber gemacht. Also halt, was die Vanille-Six drinnen, Ja. die schwarzen Punkte. Ja. Aumann, ich glaube Kaffee Oh Aumann. Mann, aha. Und dort bin ich mal vorbeigegangen, nicht lang noch, ja. Zu vorbeigegangen sicher Musiker drin, aber da war der neugierig, wenn du so geschaut hast, bei den Tier eine, hat der Kostas Liaskos, das ist zusammenbringt, und Mit Harry, ne? der Harry, Jetzt fällt der Mann nicht ein, ja. wurscht. Der Harry. Der Harry. Ja, wurscht. Also Das wird man machen müssen. Ja, fällt das wirklich nicht ein? Nein, mir auch nicht. Ist das arg? Ist denn das arg? Na, auf immer. Auf jeden Fall tut es damals, also das ist ein paar Jahre her, aber vor Corona, da hat es, also aber nicht lang, es muss eben 19 Das Jahre ist nicht so was gewesen Gutes, sein. ja. Hat es dort gegeben einen echten Müllraumstrudel. Ja, das ist was Gutes. Und das ist etwas anderes Also als Topfen. Topfen. Genau so ist es. Nicht massiver Unterschied, aber schon ein Unterschied. Ja? Ja. So, was haben wir da? Fällt nur mal was von Johann Schrammel, werden wir sofort anreißen. Machen wir. Kalte Kuchel macht dort Stopp. Ne? Das war ein Das ist ein Topfenstrudel. Topfenstrudel, ja. Ich rede mal mit Manfred, damit er Donnerstag genug Milch da hat. Nein, brauchst du nicht sagen. Für den Milch haben wir jetzt eigentlich erledigt. Grundsätzlich. Schaut aber auch Renate Ott sagt, Jungs, ihr macht mich schwach mit euren Stimmen. Wann kommt ihr wieder nach Deutschland? Kann ich da leider Kann nicht ich da sagen. noch nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Aber mit Kindern, ich kann dir sagen, jeden Montag kommen wir da die Pawlatschen. Sei einfach jeden Montag um 20.15 Uhr dort mit dabei und lad noch und hol noch deine Freunde alle mit dazu, damit wir einen ordentlichen Sturl da haben. Das haben wir definitiv. Nach Deutschland, ich weiß es wirklich nicht. Wir haben aktuell keinen Plan. Ja. Die Meierei, ja genau, die weiß ich gar nicht, ob die einen haben. Puh, das- Harry Kutscherer, danke. Harry Manfred. Kutsch. Ja, danke. Thomas Meier weiß es auch. Die hätte von Stoiker. Nein, der Stoiker. Nein. Weiß nicht. Kutscherer, der Harry Harry Kutscherer. Kutscherer, ja. Jawohl. So, das heißt, jetzt kommt der Schrammler. Machen wir einen Schrammel. Johann Schrammel, was nimmt er, Herr Professor? Nehmen was wir nimmt er? die D, der war die D. Ah, dann nehme ich einen doppelten Schluck. Dann nehme ich den doppelt wie D. Was? D wie doppelten Schluck. Die DD-Tanz. Die schreibe ich noch mal. Die DD-Tanz. Die da, DD-Tanz. Dudeltanz. Die DD-Tanz. Ah, Wahnsinn. Der arme Manfred, der gibt so viel Mühe, der würde tatsächlich ein paar Kannen anschaffen. Ja, sagt bloß nichts in Taschler. Er sagt wirklich, verstehen Sie nicht, verstehen, aber wenn Sie wollen, kriegen Sie eine Milch. Wo nehme ich jetzt eine Milch her? Das machen wir. Ja, also wie gesagt, jetzt Renate Ott, jetzt leider ohne unsere Stimmen dafür, mit einer umso schöneren Komposition von Johann Schrammel, wie gewünscht von unserem lieben, ich glaube, das war der Scheurer, Georg. Ich glaube, der Georg war es, ja. Ich glaube auch, dass der Georg war. Wenn ich mich nicht Ich gehe jetzt nicht auf die Gare. Find's es nicht. Ich glaube, es war so. Die D-Tanz von Johann Schrammel.
exekutiert, wunderbar exekutiert. Die Achteln fallen ein, ich danke euch recht herzlich. Jawohl, Das ist schon eine jawohl. schöne Musik, was der Schramme so geschrieben hat, mein Lieber. Der Bursch hat schon keiner, mein Lieber. Jawohl. Jawohl. Und wie der keiner hat. Leider einer der früh Verstorbenen, so wie Schubert. Beide, Johann und Josef Schrammel, beide sind nicht einmal 43 Jahre alt geworden. Ja. Im 43. Lebensjahr beide dahingerafft. Ja. Ja. Unglaublich. Also, ja. Besteht davor, die hätten noch 30 Jahre gelebt, was Ja, die da da was hast, da noch gekommen war. gekommen war. Was da noch gekommen war. Vor allem auch, wenn man zeitgeschichtlich und musikhistorisch da betrachtet, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja. So auf dem 20. Jahrhundert, wenn die das alles noch erlebt hätten, dann das war ein Wahnsinn gewesen vielleicht, was da entstanden war noch. Nicht zu vergessen, auch welchen Einfluss sie noch Und sie ausgeübt ausgeübt hätten, ja Wahnsinn. haben. Also es wäre alles vielleicht Aber anders hätte gekommen. Ware, was der Thomas Meyer war eben Saibling essen mit Harry beim Richie Lentner. Weltklasse. Jawohl. Weltklasse. Ja, die Meierei im Stadtpark, ja. Und man, die Wege. Könnte sowas haben an Müller-Am-Stadl. Warum nicht? Ich meine, ich war dort auch schon ewig nicht mehr aber ich weiß, ich habe dort Ganz Käse, lang also halt Lonau, ich war dort Käse essen. Das war natürlich schon grandios, aber schon lange nicht mehr. Der Bagger noch nicht gekommen, Klaus. Anstelle dessen vielleicht eine Kuh einstellen. Sprachpolizei. Hat er doch Da schon. warst du noch nicht dabei oder hast nicht mitgehört. Hat er nicht aufgepasst Der wahrscheinlich. Bagger steht in meiner Einfahrt. Das Einzige, was mich daran hindert, jetzt in diesem Moment zu baggern, ist jetzt in diesem Moment die Pavlatschen und im Laufe dieser Woche diese ganzen, diese Engagements, diese Notwendigkeiten, Das ist irgendwo notwendig. auftreten zu müssen, das hält mich davon, ich könnte schon Löcher Ja, baggern. der kennt schon auf den Aushub haben für den Zubau. Ja, Das ist ich könnte schon Löcher, weil ich schon unter Köder, da ist wohl keine Köder eingehört. Nein, er steht schon in der Einfahrt, muss nur noch zusammengebaut werden. Also halt schon das, was ich zusammenbauen kann. Der Motor Der kam, wie wir zu einem Auftritt unterwegs waren letzte Woche, oder? Ja. Wann ist, ich glaube, Ja. irgendwo sind wir hingefahren. Ich weiß Nein, nicht. wir Oder was nein, war wir da? haben gespielt und da hätte er kommen sollen, ist aber nicht gekommen. Ah ja, genau, am nächsten Tag aber. Dann ist er mit und dann sind wir nach München gefahren. Auf der Fahrt nach München war das, Auf genau. der Fahrt nach München habe ich Grand gerade noch Bagger, in ja. Österreich, Genau, das war's. kurz vor der österreichischen Grenze, und mit der Mutter angegriffen, der Bagger ist da. Und ihre liebe Freundin, die Irmgard, die sie da hingeführt hat und mit ihr dort gewartet hat auf den Spediteur, hat dann gemeint, nachdem ihr Sohn ebenfalls umbaut und der gemeint hat, wenn so ein Bagger will ich auch haben, hat dann als erstes Kommentar abgegeben, als dann dieser Bagger abgeladen wurde. Naja, das war schon klar. Das war schon sehr klar. Schon sehr klar. Und meine Mutter hat das heute noch so gesagt, ich habe so eine große Einfahrt dort, eine 4 Meter Einfahrt, ne, das sind 2 Meter Tore. Und haben sie natürlich beides aufgemacht, damit der Spediteur da rein kann. Und wie sie gesehen haben, mit dem Hubwagel, mit Mit dem Spucknapfel. das hätte man eigentlich mit dem Gartentier auch zusammengebracht. Ne? Das war eigentlich, aber Ja, ja. da waren die Stufen mit Aber die Stufen, naja, irgendwas. Nein, er ist klein, zart, fein. Für Aber das ist ja, durchs Gartentier passt er locker durch, weil 69 ja, 68, glaube ich 68 sogar. glaube ich sogar noch durchgefahren mit der. Jetzt mit der Verpackung rund um und soll er 75 haben, wann er Ja, die Verpackung ist recht groß. Na, auf jeden Fall, steht da, am Sonntag vor Jasse bei den Zahnbahn und am Montag bei der Pavlatschen wird es schon zumindest erste Fotos und Am sicherlich Mont- schon die ersten Videos Am Montag werden wir schon eine Runde fahren damit einmal. Nicht? Während wir fahren, ist gut, Ja. wie sollten das, Ich fahre schon eine Runde. wo willst du denn hinfahren, eine Runde? Da fährt 1,7 1,7 km/h. km/h, wir fahren So einmal viel ums Zeit haben Haus. wir nicht. Das geht sich nie aus, da musst du über das Feld. Das geht sich nie aus. Was ist alles da? Alles da. Und ich mache heute noch ein Gansel bei so viel Haut. Achso, ja, alles klar, Wolfgang. Leiwand. Hat Klaus schon erzählt, dass der Bagger schon in einer kleinen Wohl. Wo bin ich denn da schon wieder? Weit hinten noch wahrscheinlich. Renate Ott, schau, ich habe jetzt jeden Montag einen festen Termin, ihr seid der Wahnsinn. Freut mich sehr, Renate. Renate, ich danke dir Freut mich herzlichst. sehr, danke. Und, damit du da weißt, was die Pavlacisti, also da unsere Freunde drauf haben, jetzt da. Freitag hat es eine, noch einmal, für die Renate Ott als neue offizielle Pavlacistinerin, eine orgienrote Achteln, auf das es sich freut. Ich hab das vergessen, wo du her bist, aber irgendwo dort im Bayerischen halt, ne? Nehme ich an, war das. Irgendwas mit Neu. Kann ich mich noch Neuburg. erinnern, das, aber das weiß ich. Neuburg am Inn oder so etwas. Oder Ja, Neuburg sowas. oder irgendwo. Und, ich weiß jetzt nicht. Eine Neuburg, glaube ich. Aber ich weiß nicht welches Neuburg.
Aber wurscht, es kommt. Aber Auf jeden Fall haut's eine bitte und wir haben gleich ein Lied noch dazu. Ja. Aber Wolfgang wollte schrammeln. Ja, das war ja Schrammler, Georg Scheurer. Dankeschön, Weltklasse wie immer, aber Wolfgang wollte schrammeln. Der Wolfgang sagt danke, ja, das war Schrammel. die Tanz waren von Johann Schrammel, ja. Du hast ja gesagt, Johann Schrammel. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht, bitte mal Verstehe ich jetzt aufklären, auch was, nicht, was ihr ja. meint. Er wollte schrammeln, dann haben wir Schrammeln gespielt. Jetzt gibt es ein neues Lied, das Baggerlied, das kommt sicher. Mit dem Bagger kurz zur Wicke rüberfahren, ja, das war es. Zum Marvihof. Das ist nicht einmal ein Tagesausflug, das ist ein Mehrtagesausflug. Ja, ich glaube ja. Dann vor allem weiß ich, wie ich wieder zurückkomme. Schau jetzt an, was für eine organrote Achtel. Ihr seid ein Wahnsinn. Ihr seid leid. Alles für die Renate Ott, Ja, alles jawohl. für dich. Ja, wobei mit dem Bagger sicherer wahrscheinlich, weil der fährt die 1,7 km/h immer. Bergauf auch. Ja, da wird zumindest die Steigung bocken. Die bockt ja. er sicher. Aber halt, naja, aber da muss ich halt, das ist halt schon nicht die Fahrzeit dann relativ intensiv. Ne? Neuburg an der Donau. Neuburg an der Donau, jawohl. Aber ist schon Deutschland noch, ne? Ist schon Neuburg ist Deutschland, sag ich einmal. ja, ne? Sag ich einmal. Sagst du mal, ne? Sprachpolizei bringt gleich einen Schuh fix. Ja, aber da darf man nur reden, Freitag um 9 Uhr ist Dufte. Bravo, Sprachpolizei. Ja schon, ihr habt doch den Georg als Wünscher. Ich verstehe es noch immer nicht. Ich verstehe es auch noch immer nicht. Jetzt muss Ich sterbe da leider. Werden Sie deutlicher, bitte. Patrick, schenk mir noch Mühle Ja, ein. bitte schön, ja, schenke ich dann noch eine ein? Das da. Ich weiß noch nicht, wo Mühle vorkommt. Die Reblaus. Jo. In der zweiten Strophe wird die Mühle thematisiert. Jawohl. Das haben wir einen, haben wir so da drauf. Da machen wir eine Mühle auf einen Halm. Bitte. Ich bin schon dabei. Weltklasse, Weltklasse. Der Wolfgang hat sich's gewünscht. Ja, Ja, eh. Ihr habt doch den Georg als Wünscher. Ach so, das. Ja, jetzt kenne ich mich aus. Ja, jetzt reizt doch nicht auf so Kleinigkeiten, aber du jetzt hast. Jetzt kenne ich mich aus. Ja, Wie ich gesagt, weiß der es auch, Georg hat sich's gewünscht. Und dabei hat sich der uns ist Wolfgang gewünscht. Also, Alles klar. was für ein Fauxpas. Dankeschön. Aber wenigstens schon. Ich meine, so kann man auch den Chat am Leben erhalten, ne, indem man einfach solche Fragen stellt. Und unser Hirn so nachdenken. Prost, am ja, Leben. sehr schön. Prost. Ist so gut. Tiefstes Bayern, bei Ingolstadt. Sehr leibend. Sehr leibend. Bravo, Renate. Moped steht mit der extra Strophe. Ja. Die Zähne, die können draußen sein. Hauptsache der Bonne ist nichts passiert. Ja, reden wir nicht von die Zent. Na, reden wir von anderen Dingen. Obwohl wir eine sehr charmante Zahnärztin kennengelernt haben, auch das muss ich ehrlich sagen. Ja. Die auch eine wunderbare Künstlerin Ja, ist. die wir schon vorher kennt. Fräulein Mausi, ja, seit 3 Jahren schon. Aber Damals hat es mit den Kastagnetten ja. drauf, wie wir das erste Mal von kann mich noch erinnern. Ja. aber sie ist nur Kinderzahnärztin. Nein, sie ist eine normale Zahnärztin, ist aber Ja, sie ist ist gelernt nochmal, aber sie in ist der eine Praxis Kinderzähne. natürlich hauptsächlich für die Kinder zuständig. Milch verlängert die Leute. Ja, Franz, eben, wir können wirklich festhalten, die Sendung ist einfach ein Beweis dafür. Es ist ja nichts anderes als wissenschaftliche Grundlagenforschung, die wir da betreiben. Es ist wirklich, also wir können es bestätigen mit 283 Sendungen, dass das definitiv Milch, in welcher Form auch immer, was auch riecht. Was auch riecht, um sie was Also sehen. seid vorsichtig, ich bitte euch. Bitte achten Sie darauf. Seid bei eurem Milchkonsum wirklich vorsichtig. So. Von Scheibs bis nicht Preis. Was haben wir gesagt? Ah ja, das haben wir gesagt, gell? Warte, jetzt sage ich es nochmal. Hoffe, ihr trinkt dann was anderes. Mir ist schon schlecht von der vielen Milch. Nein, Na, heute gibt es nichts anderes mehr. Ist eh wurscht. Dafür gibt es wieder ein paar Bier beim nächsten Treffen Meidling. Bravo, Favoriten. Ein Mühle-Medley. Nein, weil jetzt bringen wir die Reblaus, da Ja. wird die Milch thematisiert. Ah, Entschuldige, mein Fehler. Dora, gell? Ich hab's in F gespielt, aber es ist in Dora. Bitte. Ui, hier mal. Ich weiß nicht, was das ist, ich trink so gern eine Flasche Wein.
Da muss kein besonderer Anlass oder gar ein Sonntag sein. Ich sitz oft stundenlang allein auf einem Völleckerl, in einem Weinlokal, in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu dumm, aber ich bin selig und ich weiß genau warum. Ja, ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wär die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tu den Wein ja nicht trinken, sondern besten. Ich hab den roten grad so gern, als wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hab den Gombolzkirchner ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, möcht ich ein Reblaus wieder werden. Ich hab mir schon als Kind gedacht, ja, was kann denn das nur sein? Wenn die Mutter mir eine Milch gegeben hat, da wollte ich schon einen Wein. Ich konnte damals schon die Mühle nicht vertragen. Wir haben sie die Haare aufgestellt und umdraht vor meinem Magen. Nach langem Hin und Her studieren, da kam ich drauf, warum ein Wein ich viel lieber wie eine Mühle sau. Aber ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wär die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tu den Wein ja nicht trinken, sondern beißen. Ich hab den roten grad so gern, als wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hab den Gombolzkirchner ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, bitteschön, möchte ich ihre Blasche wieder werden. Jawohl. Auch ein Müllelied, nicht? Auch ein Müllelied quasi. Wolf hat gesagt, die bringt's besser als der Moser. Da liegen ja schon ein paar Jahre dazwischen. Moser hat's wieder eigen. Also, er hat sich natürlich auf seine Art interpretiert. Das ist natürlich anders. Das kann man schwer vergleichen. Ja. Wie wir uns mit einem Kollegen geredet haben, der hat ja überhaupt nicht gesungen eigentlich. Der hat ja gesungen oder gar nicht eigentlich. Gesungen oder gar Jetzt geredet, ja, vorgetragen. Hat er überhaupt nicht singen Er hat's können. vorgetragen. Vorgetragen, ja. Ja, muss Und man das können. aber gut. Also für meinen Geschmack gut. Ja. Sprachpolizei meint, nein, auf Milch, da reimt sich nichts, das ist das Ende des Gedichts. Milch macht müde Männer munter. Paul Kuhn. Schaut einmal nach, nach der Sendung, wenn sich interessiert. Jetzt eine Paul Kuhn, müde Milch, Milch macht müde Männer. Milch? Milch macht müde Männer munter. Müde Milch macht. Hat's aber macht gegeben. Den Schlager gibt's wirklich, liebe Freunde. Also hast du die Arztstoffel nicht austrunken, die Arztstoffel? Nein, aber Schluckerl habe ich noch. so. Ich habe sie dir eingeschenkt, aber nicht ganz. Achso, ich noch. verstehe. Ich wollte sie nur wieder kühlen. Ich schenke dann gleich So. ein wieder. Jetzt schaue ich nach, ob ich das Lied finde. Wie heißt das? Milch? Milch macht müde Männer munter. Milch. Also, da ist eh noch was drinnen. Ja, steht da, macht müde Männer munter. Männer. Geschlechtet da. Müde Männer munter. Ein Werbeslogan der westdeutschen Milchwirtschaft. Ja, das wurde dann verdammt, war glaube ich war das ein Werbejingle wahrscheinlich. Und wie heißt der? Muss ich jetzt kurz oder was dazu schreiben? Okay. Erst, was da immer alles aufgeht und den ganzen Schmarrn. Entschuldigt schon, aber kurz. Notendownload. Der Paul Kuhn, ja, aber das. Dankeschön, Dankeschön. Bitteschön, so die Dreier haben wir schon. Und ich habe auch schon genug eigentlich. Jetzt. Nein, ich glaube, also auf die Schnelle schaut schlecht. Und kann man auf die Schnelle, die Nummer ist nicht nur glatt verkehrt. Das ist eine Balkonnummer halt. Ja. Obwohl es so einfach klingt. Das ist schon nichts gravierend Schwieriges oder was, aber es sind ein paar Sachen, die man beachten sollte. Naja, da gibt es so ein Ding, aber das ist nicht so.
Das geht doch nicht. Das ist schon Graben Sie das weg. Ja, nein, wirklich. Da bin ich schon wieder. Er kriegt schon wieder die Karmen. Steig schon aus wieder. Regen Sie sich nicht auf. Schaut, es zahlt sich nicht aus. Klaus, es zahlt sich nicht aus. Werbealliteration, ja. Herrlich, jetzt weiß ich, woher das Mamschi diesen Ausspruch hatte, ja. Du siehst, das ist das Bildung. Das war also tatsächlich der Werbesong. Und der Paul Kuhn hat es gleich vertont, wird wahrscheinlich auch da was dafür gekriegt haben. Vorkarten noch wären, meint Alexander Hauser. Ja, gute Idee. Geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier. Ja, genau. Paul Kuhn, ja. Ja. Erst wissen, das gegangen. Was ist denn das? Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein, nur daheim ist halt daheim. Da kenn ich jedes Gassel, jeden Stau und jeden Baum. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Oft ergibt es sich im Leben, dass du fort musst von zu Haus. Dann sitzt du in einem fremden Land und kennst dich nicht aus. Heimlich schleichst du dich zum Bahnhof, schaust voll Sehnsucht auf das Gleis und eine kleine Melodie erklingt in dir leis. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt, da ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein, doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stau und jeden Baum. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Na, habe ich nicht mehr recht gewusst, wie es geht, aber wir haben uns irgendwie das schon da rettet, ne? Schöne Nummer, ja. Geht, die Vorkarten auf dem YouTube-Kanal von der Megapimperten ist ja mein Leibling, ja genau. Ja. Passt jetzt noch, nachdem wir ja von München wieder zurückgekommen sind. Zwar nicht mit dem Zug, sondern mit dem Automobile. Sag's mal nicht besser. Ich habe mich so ich habe das so zu unterdrücken versucht jetzt. Ja, Wahnsinn, nicht? Es ist genug von diesen probiotischen Getränken. Aber komisch, das hast du beim Bier nicht gesagt. Dann sind wir von halb gegangen und du hast nichts gesagt. Jetzt ist aber genug mit dem Bier. Bei Bier was anderes, weißt du. Ach so. Weiß ich nicht. Ich wollte nie nach Wien ziehen, aber ich glaube, irgendwann werde ich hier den Nachtvater begegnen. Seit 30 Jahren wohne ich da.
Mit allen guten und schlechten das ist Erfahrungen. klar. Bravo Wolfgang. In Nachtfutter willst du mal spielen, ja. Ja, unbedingt, ja. Neben dem Knilch noch eine Milch. Bravo Weil Sprachpolizei. die 32 Groschen auch ein schönes Lied sind, wieder, was der Wolfgang schreibt. Ja. Ja. Der Ludwig saß wie ein Asbach uralt mitnehmen. Ja, muss nicht sein, aber. Achso, der ist schon aufgeschrieben. Ah ja, ein Blödsinn, nein, da haben wir ja gesagt, Da haben wir dass, geredet, ja, genau. dass man ja wirklich jetzt testen wollen, ob das jetzt wirklich Ja, genau, nachdem genau. du den checkst. Ja. Bin ich sehr gespannt. Es gibt keine Milch auf Hawaii, es gibt keine Milch. Wobei wir wieder, Paul Kuhn, ein großartiger übrigens gewesen. Absolut. Absolute Größe, absolut. Am Piano sitzt ein Knilch, geben Sie ihm doch eine Milch. Schmarrn, Franz M. Bravo. Das war gar nicht so schlecht eigentlich. Dichten kann ich nicht einmal was. Ein Schlager der 20er oder 30er Jahre, so nach der Art, ja. Was spielt das? Frohes Lüfteln heute Nacht. Glaubst du schon, dass das so aufs Gedärm, ich weiß nicht. Ich meine, ja, aber heute trinken wir schon viel, aber auf der anderen Seite, damals auf der Alm, ja, da habe ich sicher, Einen halben Liter trinke ich schon bald einmal. ja, da habe ich einen Liter packt. Also doch? Naja, Na, mit viel wenn die ersten, naja, da- naja, aber nicht, waren halbe. Der vier habe ich Ach so, gleich doch, getrunken, ja. ja, sicher. Über die, Alle Achteln! aber ich finde das jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ich glaube, also, nämlich wirklich lustigerweise, da muss ein Bier mehr ausschlagen. Also, Bei mir ich hab schon genug eigentlich jetzt. das könnte. Also, und ich glaube nicht, dass sich das aufs Gedärm so auswirkt, oder schon? Weil ein schlechtes Schaden tut das auf gar keinen Fall. Es kann natürlich durch die probiotischen Dinge, die da drinnen sind, die Darmtätigkeit sehr angeregt wird natürlich. Ja, kann doch gesund sein. Ich sage, es Kannst kann doch aber, gesund was sein. du aber Zwickel trinkst, also durch die Hefe, die da noch drinnen ist. Nicht? Also, Aber als Kind haben wir die Schulmilch, nicht? Das haben sie ja gehabt, wegen der Milch, weil die Milch so gesund das ist. ist so gesund, ist, ja. Dann später haben sie gesagt, die Milch ist so schädlich, das ist so schädlich. Ja, keine Milch. Dann haben wir diese Calcium-Tabletten da gehabt, glaube ich. Ich glaube, Calcium oder für die Zähne. Nein, wir haben die Fluorid-Tabletten gehabt. Nein, Fluorid. Fluorid war das. Wirklich? Die gelben Dinge? Diese Orangen und in diesem rosa. Nein, das war so rosa, gelbe. rosa Ding. Der gelbe Zucker. Fluorid. Die Zähne ist Fluorid. Waren Fluorid-Tabletten. Ich glaube, es waren aber Calcium. Nein, Wir haben Fluorid Fluorid-Tabletten haben wir gekriegt, im nicht Kindergarten gekriegt. schon, ja. Im letzten Fluorid-Tabletten. Kindergarten. Fluorid, das waren die Fluorid-Tabletten, ja. Ich habe das in der Volksschule. War das, ja, In der ja. Volksschule, nein, das war Calcium. Das war, Also, die haben wir nicht. gelb. Nein. Haben wir jeder so Calcium. Für die Zähne, nicht, dass die schön halten, Ja. was gar nichts nutzt, eigentlich sind wir draufgekommen im Laufe der Jahrzehnte, da, was man damals auch schon gewusst hat, dass das eher einen Schmarrn nutzt, aber ja. Fiakerwindel anlegen. Was hat's? Ich meine, ich kann nicht dann davon auch berichten, aber ich weiß nicht, ob es mich interessiert. Ich hoffe, ich komme noch heim. Was das ist. Also Milch von der Alm nicht mit der Backelmilch vergleichen, das stimmt. Nein, Wir haben ja, ich habe ja bei mir in der Klausenig sind ja lauter Milchbauern und da gibt es natürlich die Milch, wenn ich den will, also kriege die sogenannte Rohmilch. Richtige Rohmilch, ja, herrlich. Die habe ich ganz gerne, aber Milch, eine richtige Milch, so trinke ich fast gar nicht. Also wenn, dann trinke ich sicher so oder ist ein Joghurt. Allerdings gibt es eben auch bei uns in Kronbach, der eine Bauer, der hat eben die eigene Milch, der macht ein eigenes Joghurt, eigenen Rahmen. So. Das ist schon sehr gut. Was ich aber nicht unbedingt brauche, ist tatsächlich die Rohmilchbutter. Ich weiß, ja, Weil die riecht von Haus aus ein bisschen ranzig. Das mag ich nicht. meine Mutter und die Großmütter und Großväter, die haben sie geliebt. Ja, nein, ich brauche die nicht so. Ich auch nicht. Die brauche ich wirklich nicht. Ich auch nicht. Diese Klasse in der Betten hat es bei euch auch gegeben. Ja, die hat es bei uns nicht mehr. Wir müssen unsere Buben loben, die sind wahre Versuchskaninchen. Gell, Maggie, ist ein Ja, Wahnsinn. gell? Was wir uns alles antun, alles nur für euch. Lebertran gegen Rachitis. Eins ist fix, sagt der Ackerl, ein Viertel schlägt weniger aufs Gmiert als so eine Mühle. Ja, das stimmt. Ich meine, ja, einen Rauschzustand schaffst du nicht mit der Milch. Das muss man schon sagen, gell? Das geht sich nicht. Schwere Arbeit drauf. Was machen wir jetzt da? Machen wir Nachtfutter. Machen wir So angesprochen ist. Ja. Meine Komposition, die aktuellste, neueste Komposition, wobei die neueste ist eigentlich das Bankerl am Wald, auf das ihr schon wartet, bis wir es haben, aber ja, wir kommen wirklich nicht, wir kommen die Woche auch wieder nicht dazu. Erst nächste Woche. Aber vielleicht nächste Woche. Genau so ist Das könnte schon fast sein, vielleicht sogar, dass bei der nächsten Pamplatsche schon das Bankerl im Wald kommt. Ja. Aber jetzt einmal der Nachtfutter.
sie liegt in ihrem Zimmer, die Augen sind schon drin. Die Schwester bringt das Suppe, sie meint's ja nur lieb. Sie hat ein schönes Leben gehabt, jetzt gibt's nix mehr zum Tun. Und wie sie ihr Lied hört, da merkt sie, da hat's nix mehr verloren. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst langsam zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Er hat kurz nicht aufpasst, auf einmal schäbert uns kracht's. Dann dreht sich mein Auto kreuz und quer durch die Nacht. Da liegt er, dann zwickt, er kriegt kaum noch Luft. Da hört er sein Lied in der blechenen Gruft. An der Nachtvater singt dein letztes Lied. Dann hörst ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Ihr Mama umarmt's fest, ja sie zerdruckt sie schon fast. Das Munterbleiben ist für das Mäderl Lust. Der Arzt sagt zu töten, es dauert eh nicht mehr lang. Da hört schon das Kinderl einen friedlichen Gesang. Wann der Nachtvater singt dein letztes Lied, dann hörst ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Na, 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 na. Kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Jawohl, jawohl, so schaut's aus. Schönes Komposition. Danke vielmals, Danke vielmals. ja, dafür. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Danke dafür, ja. Was für euch kommt, Die ich danke Achtung für fürs eine, ja, danke euch. Danke, danke, danke schön. Wo bin ich denn da schon wieder? Wo bin ich denn da schon wieder? Achteln und Spritzerglaseln fallen da rein von euch. Renate hat schon einfach Glückseligkeit, das gefällt mir. Das gefällt mir. Dankeschön. Schau die Achteln. War noch beim Bier, aber dieses Lied verdient der Achtel. Bravo, Wolfgang. Dankeschön. Ja, Achtel, wenn ein Paul Artmann, jawohl. Jawohl, ja, von Brigitte von oben. Bravo, Georg.
Gabriela Zimmer hat die Achtleine. Grüß dich gut. Fein, gefreut mich. Gefreut mich sehr. Dankeschön. Naja, schon langsam, meine Lieben, kommen wir in die Zielgerade dieser wunderbaren Pawlatschen, möchte ich fast sagen. Die Zielgerade ist schon angesteuert, wir sind schon mittendrin. Absolut. Absolut. Schön war's. Harald Thurner hat sich noch dazu gesellt. Oh, servus, grüß dich. Und ja, du hast recht, aber natürlich, ja, es muss schon noch, für mich muss schon noch ein Schluck drin sein für irgendwas. Was haben wir denn? Was ist denn noch? Was rennt denn noch? Was haben wir noch? Ich hätte eine Sauermilch hätte ich noch und eine Buttermilch hätte ich da. Dann gib mir Saure, gib mir die Saure. Die Saure, bitteschön. So. Kriegt der saure Milch. So. Der Tod ist ein Bruder und wir lassen. Ah. Dankeschön. Dann bitte aufspritzen, gell? Spritzen. Ich mache das gleich so, jetzt passt auf. So. Sie sind den 16er Uhr, Patrick Rutger. Wir im letzten Schluck aus einem saure Milchbackerl trinken. Ne? Da, aber wir haben das, glaube ich, da schon mächtig was weitergebracht, muss man schon sagen. Ja, wie gesagt, werden wir wahrscheinlich nicht mehr machen so bald. Weil es ist jetzt schon. So, bitteschön. Also ich freue mich schon wieder auf die Botelle am Ich Montag. freue mich auf ein Botell, Also ich freu mich- nächste Woche. Ich freue mich eigentlich schon morgen auf ein paar Achtel beim Hinglaselbrunnen. Ja, ich fahre ja mit dem Automobile, nicht natürlich. Da willst du auslassen? Natürlich lasse ich da aus. Wirklich wahr. Ich sehe immer wieder ein Achtel beim Hering, immer. Ja klar, aber Ja, 1, 2, 3 gehen zwei schon. gehen aber schon. Ich lasse aus, ich lasse aus. das ist ja auslassen, nicht? Ja, stimmt. Das ist wie sagen so, 1, 2 Achteln am Tag so als Grundmedizin einfach. Zur Erhaltung der Gesundheit. Sauer macht lustig. Ja. 2 Achteln am Tag. Susanne Faber hat auch noch. Siehst du, heute habe ich nichts getrunken. Nein, heute haben wir nichts tun. Nein? Susanne Faber, beim nächsten Mal kriegst du beide Lieder. Machen wir es auch so. Machen wir es. Einigen wir uns darauf. Was war denn der Moped da wahrscheinlich? Ja, vermutlich? ich weiß es nicht. Nein, Treffverbot und irgendwas. Aber wir Machen wir nächstes zum Mal. Abschluss passt jetzt besser. Erst Aber warum denn eigentlich? Warum denn eigentlich? Machen wir es. Warum soll man nicht das Treffverbot Machen wir's für die Treffverbot zum Susanne Schluss. Faber Machen anspielen? wir's. Na, wir können ja nachher noch die 2, 3 Groschen auch noch drauf haben. Wir können ja auch 2 können wir Lieder auch machen, spielen. ja. Ganz ehrlich, weil bevor wir jetzt da die Susanne vertrösten müssen auf nächste Woche. Fangen wir an mit Treffverbot Ja, einmal. Ja, Treffverbot, sicher. jawohl. Fangen wir an. Für die Buben. Wir müssen heute Abend für die Buben beten. Also glaubst du? Ich glaube wirklich nicht, dass das Das ist so. ein Blödsinn. Ich glaube nicht, dass das ein Problem machen wird irgendwie. Nein. Ja. Bei einem halben Liter saure Milch trinke ich öfters einmal. Also, da ist Ja, nichts. also ich glaube wirklich, es wird jetzt nicht so wild sein. Aber wie gesagt, es wird nicht mehr so bald passieren. Das nächste Mal in so einer Situation werden wir wieder Fokade trinken oder was vielleicht. können War das aber gesünder. Was heißt? Überhaupt keine Frage nicht. Uns jetzt 3 Kilo leichter, ganz sicher, sagt die Gabriela Zimmer. Wirklich, glaubst du wirklich? Ich Da glaube werden wir schauen. Ich glaube auch nicht, dass das. Also ich habe zumindest noch nie diese Wirkung gehabt. ich trinke oft einen halben Liter saure Milch oder was einmal so auf die Nacht. Ja. Ja. Das ist gar nichts. Also. Ja, wie gesagt, wenn was ist, gehen wir ins Treffverbot. Ne? Man hat so. Am vergangenen Freitag waren wir 2 im Treffverbot. Dass sie nicht dabei waren, das ist schon. Da unten beim Kassier, da fragt mich dann bei Höhe. Ja, was ich sagen, ich bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Dann sie zupft der Biesen, weil uns ganz besonders hören sein Land und dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr mit ihnen her. Sie glauben, dass sie da in einem Vogelhäusl sitzen, können zur schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Hitzen. Und durch den Karten bin ich ein Kartenbändiger, noch eine schmieren. Endlich sind wir drinnen in der umgekehrten Kabine. Ja, aber die Lockerten, die rennen her, Einer von den Lockerten, der ist so namentlich gefühlt. Sie freischen aus, als wir ein Röntgenbild. Sie sind Gedränge in der Menge und keiner weiß mit gewisser welcher Fuß der Gegner ist.
es ist wie ein Neuenhaus, wir singen Schuhe aus, aber unser Nebenmann, der zieht uns wieder raus. So, jetzt probieren wir's heute einmal mit unseren Hosen. Kaum wir's dran, trifft uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen einen Murz zum Großen und gingen zampen, ins Boot hinein. Der Gefühle, der kommt rein, steigt mitten auf der Saft. Da links noch hat's ein hin und er ist baff. Wie er wieder aufsteht, da wie er zur Brause hin, aber er passt in die Duschkabine, in der nächsten Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, wird grad hin und her bemüht. Sie ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Opfer rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's einen Pumper, mit was er furchtbar zusammenzuckt. Den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbunden, die Wien sind nicht ruht. Das ganze Treibverbot, das ist jetzt hin. Logi! Jawohl, So schaut's aus. Ich habe das gar nicht gefühlsmäßig gewusst, warum ich das nicht spielen wollte. Weil ich glaube, es ist nach einer Operation da im Ding nicht sinnvoll, so ein Lied, wo man dermaßen auf Druck im Kopf ist. Zieht jetzt ein bisschen? Ja, ich habe das schon gemerkt. Deswegen bin ich ein bisschen langsamer geworden oder leiser geworden. Das macht nichts, es ist laut genug gewesen. Es war laut genug. Aber ich glaube, es ist nichts Gröberes. Er hat es mir noch gesagt heute, nicht? Ja, wenn du heute singen, nicht andrucken halt. Nicht? Und das ist genau so ein Lied, wo es nämlich... Ein gutes Zeichen, es tut offenbar nicht viel weh, dass man das trotzdem andruckt hast. Naja, ich habe nicht viel andruckt, aber ich habe das schon unterlassen. Weil das war jetzt keine gute Idee, nichtsdestotrotz, es wurde exekutiert. Und jetzt... Ich hoffe zur vollen Zufriedenheit natürlich. Ich glaube schon, die Achtelvereine, ja sogar die Trepferl. Ich habe mir gedacht, du schaust so komisch, was hat. Ich habe mir gedacht, du schaust so komisch, was den Text nicht, weil du einen Text weißt. Nachdem der Schädeldruck immer höher geworden ist, habe ich mir gedacht, Alter, ich glaube, das ist nicht gut. Danke, Burschen, Susanne, danke dir. Jawohl. So. Renate Ott, sie klatschen Beifall zu Hause. Und jetzt, Freunde, verabschieden wir uns trotzdem noch mit einem Lied. Den Druck wieder loslassen. Was machen Wir sehen uns in die 32 Groschen, nicht? doch, ja. Nur Wart gewünscht, sage ich Ja. mal. Mit denen verabschieden wir uns und Dankeschön, dass ihr dabei wart. Sagt es weiter, dass es uns gibt. Empfehlen Sie uns bitte weiter, Ja. wie man so schön sagt. Schalt's wieder ein, holt eure Freunde, sagt euren Bekannten, erst rat's auf am Montag. Vergesst es im Fernsehen, spielt nur einen Schatz, es sei denn, es handelt sich um die Bretlerspitze. Um einen Auftritt und bei uns 16er Burm irgendwo. Richtig. Genau. Aber ja, Sonst seid dabei. Nächste Woche wieder. seid dabei. Und Montag. wir verabschieden uns mit 32 Groschen von Hermann Leopoldi. Jawohl, in diesem Sinne, pfiat euch. Es gibt schon so Zeiten im Leben, da geht einem alles daneben. Da lässt einem alles und jeder im Stich. Man zweifelt an allem, man zweifelt an sich. Und ich schon mal hin und wieder, mir selbst und den anderen zuwider, trag ich mein Gemüt in die Reparatur, in Gottes freie Natur. Dann kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein noch ne Woldig. Da draußen hat die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Umso leicht das Blut und so froh der Sinn. Und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. Da draußen im Weltengetriebe, ja, da begegnet uns öfters die Liebe. Sie geht in Gestalt eines Mädels vorbei, mit lachendem Auge im lachenden Mai. Mein Mädel, das ist sehr bescheiden, dass mich alle Menschen beneiden. Wir küssen uns satt in der inneren Stadt
Und wenn sie der Namenstag hat, dann kaufe ich ihr für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldig. Da draußen halt die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. In allen erdenklichen Staaten, ja, da streiten die Herren Diplomaten. Ob rechts oder links nur die Seligkeit wäre, so streiten sie hin, so streiten sie her. Und wie schon die Großen der Erde, so macht es die folgsame Herde. Sie folgt ihren Führern durch dünn und durch dick, aber wenn ich her Politik, naja, dann kaufe ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldig. Da draußen halt die ganze Welt die Gosch und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. Jawohl. Jawohl. Wunderbares Lied zum Abschluss. Ich habe noch den letzten Rest am Schützenfest eine. Wir freuen sich uns aufeinander. Untereinander, miteinander, aufeinander, übereinander. Alles Liebe, meine Freunde. Pfiat euch, Baba, servus. Macht's es gut.